Die Himmelfahrt von Jesus. Himmelfahrt? Was meint denn das? Manchmal sagen wir auch Auffahrt oder Auffahrt. Ja, das ist ein Fest, das wir feiern. Mehr als einen Monat nach Ostern. Am 40. Tag der Osterzeit, um genau zu sein. Das heisst 39 Tage nach Ostern. Das hat also etwas mit Ostern zu tun. Ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen genauer anschauen, um das zu verstehen. Der Jesus ist ja am Kreuz für die Menschen gestorben. Das war ganz traurig. Daran denken wir am Karfreitag. Aber nachher ist eine grosse Freude gekommen. Er ist nicht im Grab geblieben. Am 3. Tag, nachdem er gestorben ist der Jesus wieder auferstanden. Und dann hat er sich 40 Tage lang immer wieder seinen Jüngern, das heisst seinen Freunden, gezeigt. Einmal ist der Jesus zu seinen Jüngern gekommen, die es gerade miteinander gegessen haben. Der Jesus hat sich zu ihnen gesetzt, hat auch etwas gegessen und dann haben sie miteinander geredet. Und die Jünger haben den Jesus dann gefragt, wirst du jetzt König über Israel und über die ganze Welt? Baust du jetzt dein Reich auf? Aber der Jesus hat gesagt, da muss zuerst noch viel geschehen, bis das Reich Gottes kommen kann. Geht ihr jetzt in die Welt raus, erzählt allen Menschen von mir und tauft sie. Sagt ihnen, Gott hat euch lieb. Ihr seid seine Kinder. Dann ist Jesus mit seinen Jüngern auf den Ölberg gegangen. Er hat ihnen gesagt, ich gehe jetzt zu Gott, aber ich bleibe bei euch, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Ich bin euch immer nahe. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Der gibt euch Kraft und Mut. Geht jetzt als meine Boten in die Welt raus. Und plötzlich haben seine Jünger den Jesus nicht mehr gesehen. Sie haben auf den Platz gestarrt, wo er gerade noch gestanden ist, aber er war einfach nicht mehr da gewesen. Da sind jetzt 2 Engel gestanden. Und die haben gesagt, der Jesus ist jetzt im Himmel, bei Gott. Er wird einmal wiederkommen. Aber ihr tut jetzt, was er euch gesagt hat.